Da sind die 3 Mädchen ganz traurig geworden. Ja, einen Kuhhirt könnten wir schon brauchen. Aber unsere Wiesen sind verhext. Es hat böse Geister drauf. Wir hatten schon viele Kuhhirten gehabt, aber es ist keiner wieder rumgekommen. Es wäre doch schade, wenn du so jung schon müsstest das Leben lassen. Der Seppli aber hat nur gelacht. Ich habe keine Angst vor Hexen und Geister. Wo sind die Kühe? Ja, ich komme dann schon wieder heim. Dann ist also der Seppli mit der Kühe auf die Weide. Nach einer Weile ist er unter einen schattigen Baum gelegen und hat den Korb ausgepackt, den ihm die Mädchen mitgegeben haben. Zuerst ist eine grosse Wurst zum Vorschein gekommen. Der Seppli hat gestaunt. Oi, oi, oi! In meiner Lebtung habe ich noch nie eine Wurst gesehen, wo die Zipfel so weit auseinander sind. Er hat gerade den ersten Biss ins Maul genommen. Einmal donnert. Ein schwarzer Mann ist vor dem Seppli gestanden. Er hat lustig angehört. Sie war auch schwarz, aber nicht schwärzer als sein Gesicht und seine Haare. Die haben sich wie eine schwarze Schlange um seinen Kopf herumgeringelt. Der Mann hat den Seppli mit seinen feurigen Kohlenaugen angeschaut und gefragt: Wer bist du? Und was machst du da? Ich will den Seppli und gleich die Viere. Und schau am besten, Herr Reimifeger. Der schwarze Mann aber hat brüllt: Ach, die Hügel! Hügel auslachen! Sterben musst!